Und gleichzeitig möchte ich euch sagen, wir dürfen aber eins nicht machen, und zwar den Trugschluss, was bei den anderen funktioniert, dass Gewalt ein Mittel ist zur Durchsetzung seiner Forderungen. Wir werden das nicht machen, wir werden nicht auf Gewalt umschalten. Wir werden es versuchen, das Volk zu mobilisieren. Wir werden zeigen, dass wir eine echte Alternative zu diesem verkommenen, korrupten System sind, wo hochgradig Kriminelle zusammen mit dummen, verblendeten Ideologen versuchen, eine neue Welt zu schaffen und dabei an der Realität vorbeileben. Ich habe manchmal den Eindruck, die leben nach einer Devise. Und wisst ihr, wie die heißt? Mir gefällt die Realität nicht, also akzeptiere ich sie nicht. So kommt mir das bei denen vor. Das geht aber nicht mehr lange gut, Leute. Das geht nicht mehr lange gut. Die Realität wird sie einholen an ihren Arbeitsplätzen, in ihrem Heim zu Hause, bei ihren Kindern in der Schule und in Kindergärten. Überall werden auch diese Leute mehr und mehr auf die Realität treffen und sie werden eins feststellen. Die Realität, die ist böse, grausam und die hält sich nicht an diese Ideale. Da möchte ich dann einen Grünen zitieren, der hat einmal, das war 1991 gesagt, das ist jetzt Zitat: Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch. Sie ist von beträchtlichen sozialen Ungleichgewichten geprägt und kennt Wanderungsgewinner ebenso wie Modernisierungsverlierer. Sie hat die Tendenz, in eine Vielfalt von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben und ihr Zusammenhalt sowie die Verbindlichkeit ihrer Werte einzubüßen. Und sowas hat ein Grüner gesagt, nämlich Daniel Cohn-Bendit und Thomas Schmidt. Bendit ist sowieso ein Thema für sich, das hat er 1991 gesagt. Und das ist das, was die nämlich wollen. Keine Wurzeln, keine Solidarität. Und die da drüben stehen, die noch so alle schreien, hoch lebe internationale Solidarität, die da drüben, die sind zu dumm zu merken, dass sie benutzt werden, um eine Gesellschaft zu etablieren, die genau das Gegenteil davon sein wird. Und um diese Gesellschaft zu formen, werden Massen an Fremden in unser Land geschaufelt. Menschen, die keine Sozialisierung wie wir erlebt haben. Denn dieses ganze Gutmenschentum, dieses linksgrüne Gendergeschwafel und auch die Liebe zu unserem Volk, zu unserer Heimat, das ist denen absolut fremd. Die sind Invasoren, das sind Eroberer, im günstigsten Fall sind es durchziehende Räuber, aber sie sind nicht gut für uns. Erst kürzlich vor ein paar Tagen wurde ja gemeldet, wir hätten die höchste Zahl an Ausländern im Land, die es jemals gab. 8,2 Millionen hat es geheißen. Ich vermute ja sogar, dass die Zahl noch höher ist. Und außerdem werden ja die nicht berücksichtigt, denen mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft nachgeworfen wurde. Um sich ein neues Volk zu schaffen, machen die das. Da schaffen die diese Leute ins Land. Und viele von denen kommen aus Ländern, da herrscht gar kein Krieg. Die kommen aber trotzdem. Sie missbrauchen unser Asylrecht und sie missbrauchen unser Gastrecht. Da möchte ich eins dazu sagen, es gibt kein Grundrecht auf Asylmissbrauch, wohl aber ein Recht auf einen Schutz vor Eindringlingen. Und dann, das habe ich auch schon angesprochen, wenn der Asylantrag endlich nach Monaten, teilweise fast Jahren abgelehnt ist, bei uns wird ja fast nicht ausgewiesen. Wir haben aktuell über 600.000 ehemalige Asylforderer, so möchte ich sie nennen, die hier im Land nichts zu suchen haben und trotzdem sind sie da. Sie werden nicht ausgewiesen. Uns wird eingebläut, wir sollen tolerant und solidarisch sein. Und auf uns wird mit der Nazikeule eingeprügelt. Auch von denen da drüben, Nazis raus, das ganze dumme Geschwafel. Wir sollen bis ans Ende aller Tage für diese 12 Jahre zahlen, in die uns damals verblendet und irregeleitet geführt haben. Ihr wisst ja, wie das mit der Nazikeule ist. Ich habe das kürzlich hier auch gesagt. Und was war in der Zeitung? Da stand 3 Tage lang, ich hätte Auschwitzkeule gesagt. Da sieht man nämlich wieder, wie die Presse arbeitet. Auschwitzkeule, das ist sehr nah an Auschwitz-Lüge. Da versucht man uns negativ darzustellen. Nach 3 Tagen haben sie es berichtigt. Keine Entschuldigung, keine Verbesserung, keine Erklärung. Einfach still und leise das Wort ausgetauscht. Und dann wundern sie sich, dass wir Lügenpresse sagen. So arbeitet sie eben, die Lügenpresse. Lügenpresse! 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 Lügenpresse!
sind sie wieder Verblendete und Irregeleitet, die großes Leid und Elend in unser Land bringen wollen. Aber dieses Mal, wir werden sie aufhalten. Wir werden uns ihnen entgegenstellen und wir werden sie aus ihren Ämtern und aus ihren Funktionen jagen. Die Masse der Mehrheitsgesellschaft, noch ist sie stumm, aber wir hören es immer wieder, sie sagen es uns immer wieder. Sie denkt wie wir, sie fühlt wie wir, denn eins bleibt immer und das ist, wir sind das Volk. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und wir werden nicht zulassen, dass ein Genozid an unserem Volk verübt wird. Denn täglich finden mittlerweile Übergriffe statt. Täglich werden wir mehr unserer Kultur und unserer Freiheit beraubt. Doch wir sagen, es reicht. Wir sagen bis hierher, nicht weiter, genug ist genug. Wir waren tolerant bis zur Selbstaufgabe. Und nun fordern wir unser Recht. Wir haben lange auf Besserung und Einsicht der Regierenden gehofft. Wir haben uns von ihnen lügen und betrügen lassen. Die wollen sich ein neues Volk schaffen. Doch nun werden wir aktiv. Wir werden uns eine neue Regierung schaffen.